Das war ein schöner Vertrag, was wir haben. Toptekum ist das, als Brüder und Schwestern, Gott sein Wort tot zu hören und auch Gott sein Wort fertig zu bringen. Das ist ein Vertrag, was wir haben. Und von uns ist, ich glaube, Gott gibt mir eine Botschaft von zu reden von Gebet. Und ich weiß nicht, wo jeder einer Stunde hat. Und war das, was ich mir einmal gesagt habe, wenn ich eine Botschaft rede mir und ich brauche bloß nicht mehr selbst kicken, um zu sein, an was mir da fehlen wird. Dann kann ich eine Botschaft reden mir an. Ich kann nicht in jedem einen anderen sein, an was da fehlen wird, oder wo der stehen. Das von den Finger wiesen, dass allgemein wiesen 3 Trainer ein, und so ist es mit mir allgemein. Mir fällt das 3-mal so neidig, als ich den nächsten soll an Finger wiesen. Und in Gebet, wenn wir denken an Gebet, ich glaube, wir sind in einer Zeit in unserem Leben, wo es so neidig ist, dass wir uns ab Gott verloren tun und dass wir im Gebet leben tun, dass wir uns Gebet andocken tun und deep gehen bei Gott. Mir spielt sich einmal so, bei mir selbst, wenn mein Gebetsleben, das ist so flach in den Tiden. Ich fühle mich so schwach und so flach, als wenn ich kurz erreichen kann, mit Gott kommen. Meine Gebete spielt sich einmal so, die gehen nicht heicher aus dem Tag, aber das spielt sich auch so flach und das ist so neidig, wenn wir von der Tag kicken, wo alles angehen wird in der Welt, das ist neidig, dass wir uns mit Gott aufgeben und Zeit nehmen für Gott im Gebet besonders. Und wir sind ganz aufhängig an Gott. Nicht bloß nur in dieser letzten Zeit, wie so haben wir gewusst, aber mir spielt sich so besonders nur in dieser letzten Zeit, das spielt sich so, dass der Feind, der kriegt Überhand. Und ich weiß nicht, was die denken, wenn die am Bett denken, dann, ich glaube, Gebet, das ist sehr kraftvoll. Das ist eine Kraft, was wir im Ewigen haben, was wir für uns haben, was Gott uns gegeben hat, dass wir nach Arm kommen im Gebet. Und viele Menschen von der Tag, die glauben sogar nicht mal an Gebet. Und auch, weil ich weiß nicht, wo in jeder einer Stunde, glaube ich wirklich, dass Gott Gebet antworten wird. Er wird das Gebet. Und Gebet ist die ganz größte Kraft, die wir zu haben in uns Leben. Du hast nichts, was da mehr kraftvoll ist als Gebet. Wenn wir im Gebet, im Glauben vor Gott kommen, das ist, was Gott an die Arbeit bringen wird. Wenn wir im Glauben stehen, wenn wir glauben, wenn wir beten, das ist, was Gott in seiner Hand moven wird. In den Thema, wo ich mich gewählt habe, von der Samaria, ist das soll gleich so werden, als du geglaubt hast. Sehr viel, wenn wir lesen dann in der Bibel, wo Menschen in Jesus kommen, die noch halb verheulen und was immer das dann wir. Und oftmals wird dann, das soll nur noch passieren, als die Glauben ist. Und ich frage uns von der Samaria, wo groß ist uns Glauben? Wo stehen wir im Glauben? Du noch, als uns Glauben ist, kann er tun in uns Leben, wo wir noch Frauen tun. In Matthäus 9, Vers 29, da sagt er, dann steht Jesus ihre Augen an und sagt, dort soll gleich so werden, als die geglaubt haben. Ich will mal wieder von dieser Geschichte reden. Aber in Matthäus 7, Vers 7 sagt er, Frau und ein Wort gegeben worden. Also das hat zu tun mit Frauen. Für selbst wird das nicht passieren. Wie man Frauen. Und sagt in ein Wort, und die wurden fängen und klappt an und ein Wort gegeben worden. Also mir ist es wichtig, von sein, dass Frau, oftmals Frau wie Gott. Wir wollen uns viel Hilfe. Wir sind ganz aufhängig an Gott und dort stehen wir tau und alles. Aber wir nehmen nicht Zeit am Frauen. Gott Frauen. Und wenn wir Frauen tun, das ist eine Bedingung. Das sagt, Frau und ein Wort gegeben worden. Wenn wir nicht Frauen tun, dann bedeutet ich, dass wir wollen dort kriegen, was uns fehlen wird. Dort braucht eine Ankommen in Frauen, dann im Glauben. Besonders, weil wir mal das nächste Vers kicken, was ich hier habe, Hebräer 4, Vers 16. Er sagt, dass deswegen, weil wir von voll Vertrauen zum Gnadensthron gehen, dass wir Mitleid kriegen und Gnade finden zu der rechten Zeit, wann uns der Help nötig fehlen wird. Also voll Vertrauen zum Gnadensthron gehen. Das steht, haben wir zu haben, da können wir hinkommen. Am zu Frauen und am
dort zu bringen, was uns fehlen wird. Was uns der Help nötig fehlen wird. Und wo oft fehlt uns der Help nicht nötig. Das ist all sein. Ich glaube, von der und Tag, wir leben in der Zeit, wo uns der Help nötig fehlen wird. Also wir können auf voller Vertrauen nun Genodensthron gehen, für Gott stehen und arm sein und was uns dort fehlen wird. Und uns fehlt das uns so viel, besonders wenn ich denke an mich selbst, mir fehlt das so oftmals an Weisheit. Jakobus 1, Vers 5 sagt das, wenn es bei irgendwem an Weisheit fehlt, dann soll er Gott nur fragen. Weil Gott jedem Gieren gibt in keinem Schuld, was um der Weisheit gegeben worden. Also ich habe hier, er will gieren. Er sagt, das wird hier, er will gieren und jedem eingeben, und was denn der fehlen wird. Aber doch war da. Frauen, nach ankommen Frauen. Die Welt kann uns allerhand lernen. Menschen können sich hoch uitleeren lassen, naar hoge Schule gehen, in Universities, Colleges. Die können sich viel uitleeren. Aber wenn es kommt um Weisheit, das ist, wo Gott kommt. Gott wird uns Weisheit geben. Aber doch war das, damit wir nach ihm kommen, im Glauben an Frauen. Vers 6 sagt das, lot am über im Glauben Frauen. Und nicht zweifeln. Wofür am Zweifel wir nicht? Wir stehen im Zweifel. Wie Frauen wird aber doch zweifeln wir. Das sage ich, ein Zweifel ist so als eine Wahl ab Meer, der von Wind Hahn hergedreven wird. Und wenn du da liegt vor einem Kirchen, mit windig hast der Wal, die schmieden sich der Hahn und drehen am Dohl. So ist das mit Sonne, was der Zweifeln wird. Der lässt sich Hahn und drehen am Dohl schmieden. Von verschiedenen Reden und Lehren und so wieder. Das sage ich, wer zweifelt, soll nicht meinen, dass er von Gott was kriegen wird. Also wenn wir auf Knien legen vor Gott und wir beten durch, und unsere Gedanken haben vielleicht ganz anders werden und wirklich in uns Verstand glauben vielleicht nicht mal, dass unser Gebet wird erhört worden, dann sagt er dann selber nicht mal glauben, dass wir was kriegen. Dann haben wir Abstand von Beten und abhören damit. Das wird uns nicht nützen. Da sage ich, ein Zweifler als Hahn und Herr ab all seine Wege, der steht ab nichts. Der hat keinen festen Grund, wo der abstehen wird. Das sind dann, wenn der eine Lied, wenn man in Redner, was der Fan reden, die kann ihm leicht was sein und gleich den. Nächstes Mal haben wir einen anderen Redner, dann höre ich dann den, der hat eine ganz andere Lied, aber der kann so fern stark reden, hat dann gleich den. Also wir sind Hahn und Herr. Das ist, was ein Zweifler ist. Hahn und Wer, all seine Wege. So das hat zu tun mit uns Glauben. Du nur, wo wir Glauben tun. In den Tagen, was ich mir wähle, da ist eine Geschichte von Jesus, das da steht, Gondeit, Matthäus 9, von Vers 7, finde ich Anfang, sage ich, als Jesus von dort wieder gingen am 2 blinde Männer heran und schrien, lüd. Das ist mir immer wichtig, dass die schrien deuten. Die wissen, dass ein Fehler an Jesus und sie schrien ut. Sie werden uns zu schrien. Und sie sagen, hab Mitleid mit uns, du darfst ihn sehen. Als Jesus im Haus ging, gingen die Blinde auch im Haus nein. Mir hilft das hier mit Jesus vielleicht mit aufproben. Wir werden einmal am Bach heran, wo einmal gehen deed. Wir haben vielleicht auch nicht dort heran gegangen gewesen, die werden Tage und die bleiben da am sie einen Haken heran und er ging im Haus nein, die kamen dort nein und kamen heran. Und früher am Help. Wir sind 2 blinde Männer. Und Jesus sagt an, glaub je, dass ich das tun kann? Also du willst erst ihr Glauben utforschen. Warum mit Stunde in ihr Glauben? Er fragt, glaub je, dass ich das tun kann? Und sie sagen, ja, Herr. Dann steht Jesus ihre Augen an und sagt, das soll krass so werden, als die geglaubt haben. Von dieser Vers, der ich mir einen Tag wählen. Krass so, als sie geglaubt haben, so soll das passieren, so soll das werden. Nur ihre Glauben nur. Also ich glaube, wenn wir Jesus noch was Frauen tun, ich glaube, dass er das kann und dass er das auch will und dass er das auch wird. Und wo steht das mit uns?
Ich höre eine Botschaft von David Gibbs. Er hat auch von Gebet und von Gebet erhören und so weiter, und wo wir als Christen oftmals heißt, die wir meiste Christen, die wir nicht surprised, wenn ihre Gebete nicht erhört werden. Sie beten, aber wenn es nicht erhört wird, die wir nicht mal surprised werden. Weil so klein wird Glauben muss. So wie ist es dort? Ich glaube, woher Angst, wenn wir auch so dort stehen down. Dort wenn wir noch für was beten down und ob ihr es wirklich sagen, nicht mal surprised, wenn Gott das nicht erhören wird. Dann sollen wir Leute kicken sehen, von wo sind wir gefallen, oder wo haben wir abgehört mit dem Glauben. Oder habe ich jemals den Glauben gehabt. Wenn wir beten dann sollen wir uns darauf verlassen, dass Jesus Wort an sich Gebete erhören. Sein Wort. Am Fasten vertrauen leben. Wenn wir denken, dann, wenn wir beten, wir stehen vor Gott im Genodensthron. Da sind wir erlaubt, anzukommen. Wie der ganz höchste steht, wo wir einmal hingehen, im Genodensthron. Da stehen wir vor Gott und bringen die Dinge vor ihm und was uns fehlen wird. Das ist der Gott, der alles regieren wird. Im Himmel und auf Erde. Und auch alles gemerkt hat. Das Gott, das habe ich einmal nicht mal so recht begriffen. Ich weiß, wenn ich dann denke, was das für ein Gott ist, ein allmächtiger Gott, allweitender. Er ist allmächtig, er kann alles tun. Er weiß gleich, was uns fehlen wird. Aber das Gott, der will doch haben, wir sollen durch den Genodensthron kommen, in Arm dort sein und was uns fehlen wird. Er will hören von uns. Und zu denken, das ist der Gott, der ist für uns zu haben, zu aller Zeit. Und dann, wann das fehlen wird. Wo immer wir sind, wenn wir in der Not sind, wir können ausropen den Arm, er ist da immer bereit für uns. Wenn wir in schwere Tiden gehen, dann. Und oftmals dann, da wir unsere eine Kraft, wie damit wir uns nicht genug haben, uns Hand schneiden, vor Gott an der Tausch stehen, dass Gott, mir fehlt das an die. Ich brauche die, ich kann das nicht allein. Dann dürfen wir uns Sorgen merken und drehende Sachen mit uns merken, wo immer wir gehen, in die Dinge, wo wir bis können, ankommen, Arm und leiden da auf, dann sind wir los davon. Und er will der aufnehmen von uns. Philippa 4, Vers 6 sagt, sorgt ihn am nichts. Wofür merken wir uns nicht sorgen? Er sagt, sorgt ihn am nichts. Laut Gott mit Beten und Prachen und Dankschein seien alles weiten, was ihnen fehlt. Mir ist auch auffallend, hier würde es sein, dass wir sollen mit Beten und Prachen und dann auch mit Dankschein sein. Ich glaube, mit im Beten all Dankschein sein, dann da wir tauschen, dass wir glauben, dass Herr was erhören. Wir sagen uns, dann da wir uns bedanken an ihm. Und ich glaube, wir sorgen über viel zu viel Dinge, da wir uns auf uns ableihen und wir holen an und dann wir sorgen. Da will wir nach Gott gehen und die da loten und dann auch Dankschein sein für die Gelegenheit, die wir haben, dass wir können ankommen und bringen die Verarm und dann sind wir da losfahren. Dann können wir leicht aufgehen und sorgen, weil es will der für uns trauen. Da kommt der Glauben an, Bruder. Glaubst du dort? Glaub ich dort, dass das möglich ist? Oder sagen wir auch, dass das Futter, was sie sehen, Jesus bringt, ein Zeit in Heilstunde Tau, das anfällt an Glauben. Und Markus 9, Vers 22 sagt, dass wir das Futter, und der brachte in Jesus, der hat alle die Dinge gebracht, und die Dinge können das weisen Jes nicht utdriven, utsehen sehen. Und dann sagte Jesus, dass das sehen, Vers 22 sagt, der Herr einmal Ferken und Vieh und Wutter geschmähten, am Tod zu merken. Das, was den Feind sein Plan ist, Tod zu merken, zu stehlen und Tod zu merken, alles, was er kann, seine Hänge anzudrehen. Und das, was er will mit das Futter sehen, und das Sehen, der Futter wird so besorgt über sein Sehen. Und er brachte den Jesus seine Jünger, als Jesus da am Boi war. Und als er geschraubt kam, dann brachte der Futter den Sehen der Jesus. Und sieht er, dass seine Jünger, die können ihn nicht uttreiben, die können ihn nicht halten.
Dann sagt die Vater zu Jesus, aber wenn du irgendwas tun kannst, hörst mal das. Er sagt, wenn du irgendwas kannst tun, dann hab Mitleid und help uns. Er wird hier am viel Help für sein Sehen. Er wird berührt an sein Sehen, der wird mit einem bösen Feind bejagt hat. Dann sagt Jesus zu denen, ob ich das kann, mit einer Frau sagt er, ob ich das kann, du fragst mir, ob ich das kann. Dann sagt Jesus, alles ist möglich für den, der durchläuft. Ich habe aber hier, der durchläuft, das ist eine Bedingung. Die Möglichkeit ist da, die Kraft ist da. Da würde ich uns fragen, wo ist uns glauben? Wo ist du wie glauben? Glaub ich dort? Der Kraft ist da, die Möglichkeit ist da. Den Jungen sein Vater roept plötzlich uit und sagt, ich glaube. Er sagt, ich glaube. Aber doch stand er zu, er halt mich in mein Anglauben. Er stand er zu, er sagt, ich glaube sein Willen wie da. Er will glauben. Aber doch stand er zu, am viel Halt mit dem Glauben. Und das, wo mir für ein Halt fehlen hat. Er muss auch dort stehen und sagen, halt mein Anglauben, Gott. Halt mein Anglauben. Und das Lothar aus seinen Jüngern durch Jesus kamen, die sagen, was da passieren wird, und früher uns einmal sich allein werden, wo sei nicht haben können, dessen weisen Jesus ütrieben. Dann sagt Jesus zu ihnen, so ein Städt, das muss mit Gebet. Und ich glaube, wir machen oftmals auch im Gebet. Das sind Dinge, die dann ans Leben sind, wir machen im Gebet noch ankommen. Und dann glaube ich vielleicht einmal, das sind so eine Dinge, was Jesus getan hat. Jesus, der hat allerhand Wunder getan, zu der Zeit ist wir. Wo können wir das tun? Aber wir Menschen, wir haben nicht die Kraft, wir sind nicht Jesus. Und das ist so. Wir sind nicht Jesus, aber er hat die Kraft, was er hat für uns gegeben, der hat wir am Ewigen, der hat wir haben. Kriegt er die Kraft, was er hat, was er braucht, hat, um Jesus abwarten von seinem Tod. Die Kraft hat wir haben für uns. Die Kraft, was der Lazarus abwarten hat, nur 3 Tage, nur ist er tot wieder. Die Kraft, die können wir haben. Ist das zu glauben? Das ist schwer zu glauben, nicht, dass wir die Kraft haben. Er will uns mit derselben Kraft helfen und er hat uns die gegeben zu haben, wenn wir im Gebet nach ihm kommen und glauben tun. Und wir denken vielleicht an einige von den Menschen in der Bibel, wo wir von lesen tun, wo Gott viele Dinge durchgeht. Ich muss einmal denken an Elia, wo Gott viel Wunder tut. Wo es sagt in Jakobus 4, Vers 17, sagt, Elia wird ein schwacher Mensch, so als wir. So dass wir kriegst ein Mensch, wie sind. Ein schwacher Mensch, ein gewöhnlicher Mensch, kriegst es wie alle sind. Aber was tut Gott nicht alles durch diesen Prophet? Er sagt eine Zeit, er sagt, er bet ernstlich darum, dass es nicht regnen soll. Und das regnet nicht 3 Jahre und 6 Monate. Weil das Mond, das gewöhnliche Mond, betet dafür. Und Gott hält den Regen treu. Für 3 Jahre und 6 Monate. Und warum das dort? Weil er betet ernstlich. Er meint das ernst in seinem Gebet. Da will ich bis in Gelegt altes Gebet, das wir einmal tun. Ich weiß, wie als wir abwassen, da uns wird vielleicht Gebete gelehrt, was da bis utwendig soll gesagt sein. Und was auch gut ist, glaube ich. Das ist gut, dass wir die Gebete lernen tun, und wo wir Gott sollen ankommen. Aber einmal bleibt das bloß dabei. Die Gebete haben gelehrt, utwendig zu sein, und sollen wir vielleicht an sich Kinder der Ort nach und sagen das wieder. Wir haben nicht wirklich ein ernstes Gebet mit Gott. Und das ist nötig, dass wir, so Elia hier tut, er bet ernstlich darum, und Gott erhielt sein Gebet, und er leitet nicht Regen für 3 Jahre. Aber dann sagt er in Vers 18, und als er war bet, gab der Himmel Regen, den Regen in der Erde brach war Frucht. Also ihr später hat er nicht regnen soll, und dann später nicht soll es war Regen. Aber hier, als er war bet, für Regen, das passiert nicht kurz. Das passiert nicht kurz, dass er beten, dass er kurz vor der Lust regnet.
Ich glaube, hier wird am vielleicht auch sozusagen eine Probe gestellt in seinem Gebet. Er betet zu Gott, das soll regnen. Und dann schickt er einen von seinen deiner Rüte, so checken, als das dunkel wird, dass es regnet. Er betet einmal, und er betet zweimal, und er betet auch dreimal. Und er betet 6 Mal, und er schickt in deiner Rüte, und sagt, als es wird zu sein, dass es wird regnen. Sagt er, es ist nicht zu sein. Es ist ganz klar am Himmel. Aber dann betet er das 7. Mal. Dann betet er das 7. Mal und schickt er in deiner wahre Rüte, so muss man checken. Er checkt im Himmel und sagt, wie ganz klar. Bitte eine kleine Wald, dort bitte auf, das ist eine kleine Wald, so groß ist ein Mensch in den Füßen. Aber er sagt das doch nicht sagen, nur dass er regnen wird. Da hat wie genug. Und er sagt, er soll gut vertalen, er soll gut sagen, das wird regnen. Und das regnet sehr stark. Der Himmel brachte den Regen wieder auf. Nur das 7. Mal. Aber er hat abgehört mit Beten, das 6. Mal. Wird Gott dann auch nicht an den Regen geschickt? Wir weiten noch nicht. Aber das 7. Mal, dann sah er eine Wolke im Himmel und das geht Regen. Also er hat Glauben. Er gibt nicht ab, das 1. Mal oder das 2. Mal oder das 3. Mal. Er betet das 7. Mal, dass Gott sein Gebet erhören wird. Und er betet ernstlich. Und ich glaube, klagst wel Gott uns. Jakobus 4, Vers 16 sagt, das Gebet von einem Gerechten kann viel ausrichten. Das kann viel ausrichten. Aber dann sagt er, wann dort ab ihrens ist. Wann dort ab ihrens ist, Gebet. Auch bei einer Bedingung. Nicht bis nicht gleich alte Frau und dann das vielleicht sogar nicht mal glauben. Das kann viel ausrichten, wann das Gebet ab ihrens ist. Und Gott will, er will sich durch uns, durch die und durch mich stark beweisen. Der Kraft ist der Hand, der Hilfe da, der Ewigen vor uns. Wenn wir im Glauben beten tun. Das braucht Glauben. Und anholen sein. Wir sollen anholen im Gebet. In Lukas 18, Vers 2 habe ich eine Geschichte, das sagt da, er sagt, ein Gewässer steht wie ein Rechter, der Gott nicht fürchtet. Und auch keine Menschen achten dort. Also hier das Rechter, die hat nicht einen sehr großen Gebrauch für Gott. Er fürchtet Gott gut, und nicht Menschen. Er hat auch keine Acht für Menschen. Hier ist ein sehr ruchloser Mensch, wo das davon vertalen hat, wo Jesus davon vertalen hat. Aber dann sagt er, du wirst auch in der Welt früh in der Stadt, der immer war nur am Time und Prach hat, dass er soll helfen, von ihrer Jene loszukommen. So, diese Welt früh, wo er von vertalen hat, brauche ich ein Beispiel. Der kam pünktlich, immer war nur das ein Kennig. Wenn die Menschen noch nicht achten darüber, sie geben nicht ab, sie kamen immer war nur den Kennig. Und dann sagt er, lässt sich lang kreuen, aber sieht schließlich zu sich selbst. Wenn ich Gott nicht fürchtet und Menschen nicht acht, aber weil es diese Welt früh so am Her ist, wo ich zu ihrer Recht verhalten, dass mir das nicht zu laat mit in Ohren wird. So heißt es in der Stelle, dass sie bloß anholen bleiben, und mir auf einen Ohren werden mit ihr. Ich war beschrieben, wo sie eine Frau hat, weil sie so anholend ist. Das ist ein gutes Beispiel, wo wir sollen anholen im Gebet mit Gott. Anholen im Gebet und ernstlich beten. Und dann noch eine Geschichte, so ein gutes Beispiel, in Lukas 11, Vers 4 sagt, dann sieht er an, wo würde es sein, wenn von Jünd wer mitten in der Nacht würde nur sein Freund gehen und sagen, Freund, leih mir 3 Bultje. Also wenn wir das mal annehmen, das sagt er mitten in der Nacht. So, das ist eine Zeit, wo die meisten Menschen das liebste schlupen wollen. Es ist nicht eine gute Zeit, dass die Jas kriegen, kommen eins wird schlimm, oder eins wird Frauen. Aber hier wird ein Freund, das wird sein Freund, der kam mitten in der Nacht und flog 3 Bultje. Weil einer von meinen Freunden ist auf seiner Reise mit mir gekommen und ich habe nichts am Pferdestall.
dafür zu salten. Ich glaube, hier wurden die frühesten mitfeilen mit, wenn sie einmal hastig aufverhafts Jas kriegen, dann gehen sie ran, sie messen in den Sturm ran und sagen, ich kann nichts gebacken, ich kann nichts reiten für die Jas, was soll ich tun? Und so wird es hier, mit dieser, der kriegt Jas, hier sich so vielleicht aufverhafts, mehr danach kommen sie in Freund und sagt, mir fehlt was gebacken ist. Mir fehlt was Bultje, kann ich mir 3 Bultje lernen von die. Dann sagt er, und wenn die von Bernen dann sagen würde, bohre mich nicht. Der ist all geschloten und ich sehe mit meinen Kindern all im Bad. Ich kann nicht abstunden in die Jeven. Wir wollen kein Mitfall mit denen. Wir haben deren Teuer geschloten, wir haben uns als Familie durchgelegt, wir sind schlupen gegangen, dann auf einmal da wären der Putter rein. Weil einmal haben wir aufgehaust, vielleicht waren wir schlupen, dann so reich fast angeschlupen sind, dann ringt der Phone. Das kann ich nicht sagen, oder Feilung. Das letzte würde dann mal das Phone weichschmieden. Weil es das jetzt so scheint, wenn ein Mann danach fast angeschlupen ist, dann bist du geblieben. Nicht eben danach abweichen. Mir ins Hafenmal hat man bei Phone und sagen, oh, sorry, did I wake you? Ja, you did. Hast mich abgeweicht. Aber er sagt in Vers 8, ich sage Ihnen, wenn er nicht würde abstunden, am zu geben, weil er sein Freund wäre, würde er über abstunden und am geben, was er früher, was er braucht, weil er so anhaltend wäre. Deswegen der Herr dort. Nicht, dass er sein Freund wird. Er kriegt noch was, dass sein Freund wird, wenn er noch was kommt, Frauen. Das sind dann, wenn er ein Freund ist, wo nicht will schlupen. Das ist danach. Aber weil er so anhaltend wäre, gib er ihm dort. Dann sagt er, und so sage ich zu Jünd, fragt und Jünd wird gegeben worden. Sägt und die wollen fingen. Klappt an, und der wird Jünd aufgemerkt worden. War er fragt und Jünd wird gegeben worden. Das sagt nicht vielleicht dann, jo, da war ich war. Das sagt, wenn wir Frauen tun im Glauben, dann war wir kriegen. Da wird Jünd gegeben worden. Wils wer er fragt, kriegt. Wer er sägt, fängt, und wer er anklappt, für den wird aufgemerkt. Hier kann ich viel lernen. Das braucht Frauen, das braucht Sägen und das braucht Anklappen. Es ist nicht gut, dass Gott hat uns nicht eine Zeit gesagt, er hat bloß gesagt, dass wir sich kein bisschen besser mal ankommen, Frauen, für eine gewisse Sache, gewisse Dinge, wo wir uns empfehlen. Er hat nicht gesagt, du bist zweimal oder einmal Frauen. Wenn ich dann nicht sage, er nicht beantworten, dann ab hier mit Frauen. Er hat uns keine Zeit gesagt, wo viel Mal wir können ankommen, Frauen. Am Dinge, wo wir uns empfehlen. Für brauchen wir anholen im Gebet. Was holt nach ankommen, Frauen, nur eine gewisse Dinge. Daniel bet für sein Volk für 21 Tage. Bet er und fast. Er gab nicht ab, er würde das Gebet erhört kriegen. Und dann kam ein Engel und gab ihm die Antwort. Aber er sagte zu Daniel, von dem ersten Tag, von dem ersten Mal, falls du anfängst zu beten, dann wird den Gebet all erhört. Und Gott schickt ihm, er soll die Antwort bringen ihm. Aber der böse Feind, der hält ihm ab, hier weg, dass er das Gebet nicht anbringen. Und ich weiß nicht, wo das steht mit uns, wenn wir beten, als das Kreuz passieren wird. Aber eines weiß, wie der Feind, der will euch haben, dass wir sollen uns Gebet erhört kriegen von Gott. Ich glaube, deswegen brauchen wir vielleicht einmal war hoch und beten für eine gewisse Sache. Vielleicht ist es für eine gewisse Person, die wir beten. Und wir sind anholen, wir beten und wir hören lange nicht das Wort. Und ich glaube, wir sollen euch abgeben. Vielleicht ist das für sie eine Seiligkeit, dass Gott am wird raten, am oder. Vielleicht sind wir dort in unserer Familie, unsere Geschwister, der Freundschaft, wo wir viel zu raten. Und ich glaube, das ist so notwendig. Wir sind so aufhängig an Gott, dass wir nicht abgeben wollen im Gebet. Dass wir wollen beten, dass er soll raten. Vielleicht habe ich Kinder in unserer Familie, die angehorsam sind. Und einmal später das so, wir beten und wir können nicht hier und nicht sein, dass das eins halten wird.
Aber vielleicht sind wir zu klein, glaube ich. Vielleicht liegt das an uns Glauben. Seid nicht ernst genug im Gebet. David Gibbs, wo ich von reden, ich finde das eine Botschaft, die ich noch horchen leid. Er vertelt von einem Mann, der da in einer Gegend war, der da ein sehr schlechter, ein gottloses Leben führen leid. Und viele Menschen werden al eine Zeit lang nach ihm gekommen, aber haben einmal die Botschaft bringen, reden zu ihm und vertellen ihm von der guten Nachricht, was wir in der Heilige Schrift, dass er sich soll bekehren. Und das Mann, wir bis ganz angehört, er ging sich seine Raffel holen und schaut ihm von Hof. So schaut er hier an, dass er von Hof fuhren. Und man bei der Kirche gefragt wird, das Einzige, wo wir wollen, sind, das ein Mann zu fahren, dem wir proben, die Botschaft zu bringen, die kriegen kein Mann an der Hand fahren. Weil sie haben Angst, dass wir dann dort schreien. Und das war sein Ziel auch wir. Und ein Tag habe ich einmal ein Camp des Mann, was angeboten, als Einzige, weil eine Ferien kommen, sein Leben handgeben zu Gott, was ein Altar Call gegeben. Dann habe ich einmal Camp des Mann, von weit hin, von hin Camp der Städte ab und Camp der Ferien. Und es gibt ein großes Abrühren in den Mäden, manche Menschen, und sein, dass wir das Mensch essen. Dann frage ich den Prediger, was so bitte gewöhnlich mit dessen Mensch, dass er so ein Abrühren ist, manche Menschen. Dann sagen sie, oh, du weißt nicht, wie kannst du diesen Mensch nicht? Das ist die Zeit, wo er von geredet hat. Das war ein sehr gottloses Leben geführt haben, hat seine Arme voll Tattoos und ganz beschnitten, und so ein Leben hat er geführt. Und der kam nun in den Namen Jesus Christus an als sein persönlicher Heiland. Und dann sagt er, und ich mal da bei der zweiten Reihe, du sagst nur, Mund, was der Thron rollen, der wird er backen. Sagt, das ist denn seine Mama. Also das ist die Mama, darf über 20 Jahre Gebet verdienen für seine Seiligkeit. Über 20 Jahre. Und Gott erhört ihr Gebet. Für seine Zeit. So, wo weit wie? Wo weit wie, wenn wir abgeben dann, verschwinden? John McGregor hat wir einmal aus dem Großreden bei uns Family Camp, hat er einmal gesagt, wie als Christen, oder wie als Menschen, wie den einmal verschwinden abhören mit Beten. Und ich glaube das so. Wir hören verschwinden ab. Und so habe ich in der anderen Testimony horchen und lesen von Menschen, so was der Erfahrung gemerkt haben, wo Gott hat ihre Gebete erhört. Und ich glaube, wir sind einmal so, wie wollen das in unsere eine Kraft tun? Wir glauben, wir können alles tun. Wir haben die Kraft zu tun, was es fehlt zu tun. Und wir kommen noch nicht an. Wir bleiben bei unseren Sorgen, die wir haben, für uns, und wir lassen Gott nicht seine Kraft durch uns arbeiten. Und dann kriegen wir nicht an, was uns das fehlen wird. Der Schrift sagt, wir haben nicht, weil wir nicht nur Frauen tun, sagt Jakobus. Deswegen haben wir nicht an, was uns das fehlen wird, weil wir Frauen tun nur. Und war ich weiß nicht, wo jeder eine Stunde hat, aber ich weiß was für mich. Oftmals geht mir das gehen, weil ich nicht ernst genug im Gebet. Mein Gebetsleben ist zu flach. Jakobus 4, Vers 2 sagt, die striden und kämpfen und haben nicht, was die wünschen, willst du nicht durch am Frauen tun oder durch am Beten tun. Jakobus 4, Vers 2, das letzte Wort von der Vers. Matthäus 6, Vers 33 sagt, übersägt das erste nur Gott. Uns fehlt das an verschiedene Dinge. Vielleicht haben wir Bilder, die zu betonen fehlen. Vielleicht ist unsere Arbeit knapp, oder sind sie sogar vielleicht losgeworden. Wir können nicht Geld verdienen, so viel, dass uns das fehlt, um unsere Bilder betonen. Oder was immer das muss sein. Ich kann es nicht klar geben. Aber Matthäus 6, Vers 33 sagt, sägt das erste nur Gott. Das ist das erste. Sägt das erste nur Gott sein Recht und nur seine Gerechtigkeit. Dann wollen wir das andere auch alle kriegen. Das ist, was wir brauchen zum Leben. Alles, was uns anfehlen wird. Aber das braucht auch was nur Gott segnen. Gott das erste merken in uns Leben. Wo haben wir Gott in uns Leben? Als Gott der ganz erste. Ich habe mir einmal gesagt, dass einmal wir proben nicht alles selbst, so vieles wir kennen in unserer Kraft. Dann sagen wir, dann
bleibt als das nicht etwas, was nach beten. Das ist der ganz letzte, wenn wir alles geprüft haben, alles angesagt haben, was wir können tun in unserer eigenen Kraft. Dann auf einmal sagen wir, na, soll vielleicht nach beten für das. Vielleicht wo dort halten. Wo er sagt, sägt dort erst nur Gott, sein Recht in nur seine Gerechtigkeit. Also wo ist Gott in uns Leben? Es hat das erste in uns Leben, er hat das zweite, er hat das dritte, vielleicht sogar das vierte. Oder vielleicht überhaupt nicht. Vielleicht ist er überhaupt nicht in uns Leben. Wo bist du wie mit ihm? Oder ich glaube nicht mal an Gebet. Mir früher statt ein Bruder, wo ich mich ein bisschen verfehlen an, er hat ein Keychain und da steht on prayers changes things. Aber dann sagt er selbst, über das hat. Er merkt Gebet einen Unterschied. Und ich verfehlt mich ein bisschen von diesem Bruder zu hören, dass er so einen kleinen Glauben hat. Er berührt selbst, dass das wirklich einen Unterschied merken wird, wenn wir beten. Und für so eine Person, was er nicht läuft, dass er einen Unterschied merken wird, merkt er keinen Unterschied. Für so einen Menschen merkt er keinen Unterschied. Aber für so eine, was die glauben, was er im Glauben beten tun, merkt er einen großen Unterschied. Das ist nur, wo wir uns Gebetsleben haben. Nur ist es zu sein, wo sei wir glauben an Gebet. Uns wird so oftmals eingeladen, zur Gebetsstunde zu kommen und sind uns so oben. Und da können wir hören, wo Gott Gebete erhören wird. Wir hören jetzt so nach was ein Zeugnis von, wo Gott Gebete erhören wird. Wir haben hier für eine Zeit lang für eine gewisse Familie Gebet, und der wird von Mexiko. Und wir beten, wir haben Karten, wo wir, jeder einer, der in die Kirche kommt, der hat eine Karte, dann nach Meier, er abgeschrieben haben, was der Verlangen ist und was der fehlen wird, und wir beten, jeder Sinn und für dich. Jeder Sinn und was für dich gebet. Nicht bloß einmal, aber wiederholend. Und dann probieren zu sein, wenn das ist, was geantwortet sind, das Gebet, dann da wir das tegnen, dass es geantwortet, dann preisen wir Gott dafür. Und dort wisst ich, glaube ich, wenn wir reinkommen und nehmen Zeit zum Beten, als wir glauben haben oder nicht. Das ist ja leicht so anders wie ein Hand vor lieber. Wir sind uns so drauf, wir merken uns so drauf und sagen, oh, das ist nicht, was ich nicht da aus dem Gebetsstunde vorhin. Das ist nicht so leicht und sehr gemütlich. Und besieht all dort, ich verstehe nicht mal so leicht zu beten. Ich fühle mich sehr maglich für andere Menschen zu beten. Für Gott ist es ein als wir vorgewirrt haben, wir verstehen ganz vorhaftig zu beten, oder als es abrechtig steht ans Hort. Das ist, wo wir sind am Hort, wenn wir Glauben haben, Gott kann uns am Hort nicht checken, er wird kriegen, an was uns fehlen wird, und dass wir im Glauben kommen beten. Ich glaube, dann weiß ich dort, wo wir stehen im Glauben, im Gebet. Und so hier, wir waren erholend, Sinn uns aus, wenn wir hier kommen, wo Menschen zeigen, für Gott, wo Gott hat ihre Gebete erhört. Deswegen ist es so notwendig, dass wir kommen horchen. Dass wir uns Glauben stark wenn wir kommen horchen und wir hören. Gott hat Gebete erhören. Er hat nach Wunder von der und da. Nicht bloß in der Bibeltit, wo wir von lesen, er hat von der und da nach einem Mank uns, wo Gebet wird und wo Glauben ist. Das hat Wunder. Matthäus 11, Vers 28 sagt, kommt alle zu mir, die ihr in schwere Lasten gehen und bedrückt und meid sind, und ich will ihnen Ruhe geben. Vorafmals gehen wir ran mit schweren Lasten und sind schwer bedrückt. Aber heute als Anladen, kommt zu mir, kommt zu mir. Das sind hier Anladung. Ich will ihnen Ruhe geben, das sind wir. Ich will noch einmal Hebräer 4, Vers 16 lesen, wo er sagt, deswegen weil wir voll Vertrauen in den Genodenstrauen gehen, dass wir Mitleid kriegen und Genot finden zu der rechten Zeit, wann uns der Help nötig fehlen wird. So eine schöne Anladung, die wir haben. Da wir das nicht gleichzeitig nehmen. Noch einmal, ich weiß nicht, wo jeder einer Stunde hat. Jeder einer kann sich selbst erforschen und sagen, wo der Stunde hat im Glauben. Vielleicht hat jeder alle Tau, vielleicht hat jeder den Glauben, wo das Brocken der Tau. Aber mir fällt das oftmals um Gebet. Das muss ich Tau tun. Wir werden noch zum Schluss Tau beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen fertig, das ist ein Schein Mariam, wo du uns mit gesehen hast. Und wir danken dir, Herr, für
für was du het meilig gemerkt hast, dass wir können nur die kommen, für den Gnodenstraut kommen und uns durch Utschäden für die an was uns fehlen, und dass du was uns erhieren. Gott, wir stehen da, dass uns oftmals vielleicht auch an Glauben fehlen, dass wir nicht stark genug Glauben tun, und wir nehmen Gebet vielleicht gleichgültig. Halt du uns, Herr, dass wir möchten stark werden durch den Heiligen Geist, dass wir auch glauben, dass wir Glauben folgen und fast vertrauen, dass du uns für unsere Gebete erhieren. Und ich danke dir, Herr, dass du hast so angereicht, dass wir im Gebet fertig kommen. Dann die Welt hat alle Dinge anzubieten, was uns doelbringt, aber du wirst uns drei abhalten. Dankeschön für die schöne Kraft, die wir im Ewigen haben, die du hast reingemerkt für uns. Ich bitte, dass wir unseren Glauben müssen stärken und dass wir das ernst nehmen, wann wir fertig kommen. In dem Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.